Papierblumen. Eines Tages hatte die kleine Hex wieder mal Lust gehabt, in die Stadt zu reiten. Sie wollte dort auf den Markt und sich ein bisschen umschauen. «Fein», hat der Abraxas gesagt, «da komme ich auch mit. Bei uns im Wald ist es manchmal so einsam. Es hat nur viele Bäume und fast keine Leute. In der Stadt, auf dem Markt, ist es eben gerade umgekehrt.» Natürlich konnten sie nicht gut mit dem Besen bis mitten in die Stadt reiten. Das wäre dann schon aufgefallen. Vielleicht wäre sogar noch die Polizei gekommen. Darum haben sie vor der Stadt im Kornfeld den Besen versteckt und sind nachher zu Fuß bis in die Stadt hineingelaufen. Auf dem Markt haben sich schon Hausfrauen, Dienstmädchen, Bauernfrauen und Köchinnen drängelt um die Verkaufsstätte herum. Und die Bauernfrauen und Gärtnersfrauen haben ihre Waren angepriesen. Ihres Obst, ihres Gemüse. Kaufen Sie Boskap-Äpfel, Butterbeeren, die feinsten Sachen. Die Fischweiber wollten ihre Hering loswerden. Der Würstlimann hat Frankfurterli, Wienerli und Servala verkauft. Der Töpfer schöne Krüge und Schüsseln. Und alle haben gerufen. Einer hat gerufen, Sauerkraut, Sauerkraut, Wassermelone, Kürbis, bitte sehr, Wassermelone, Kürbis. Aber am lautesten hat der billige Jakob geschrien. Der ist zuoberst auf einer Stege gestanden, gerade neben dem Brunnen, hat mit dem Hammer auf seinen Bauchladen geklopft und hat so laut, wie er konnte, geschrien. «Kauft, Leute, kauft! Heute ist es billig bei mir! Heute verkaufe ich alles zum halben Preis! Schuhbändel, Schnupftabak, Hosenträger, Rasierklingen, Zahnbürstchen, Haarspangen, Topflappen, Schuhwichse, Knoblauchsaft. Kommt hierher, Herrschaften, kauft, kauft, kauft! Beim billigen Jakob, alles zum halben Preis!» Die kleine Hex, die hat sich gefreut über das Treiben hier auf dem Markt. Sie ist überall durchgelaufen, durch die Leute durch, hat alles ein bisschen probiert, hier ein bisschen Beerenschnitz, dort ein bisschen etwas aus einem Krautfass. Dann hat sie ein bisschen Melonen probiert, sogar ein bisschen vom Fisch, ein bisschen Käse und so weiter. Und für ein paar Rappen hat sie beim billigen Jakob ein Feuerzeug gekauft. Und hat dafür einen gläsigen Fingerring geschenkt bekommen von ihm. «Dankeschön», hat sie gesagt. «Bitte, bitte, immer rein, kommt, Herrschaften, kauft, kauft beim billigen Jakob, heute ist alles zum halben Preis.» Ganz hinten, im allerhintersten Winkel vom Markt, ist ein Mädchen gestanden. Das hat gar nichts gesagt, es hat nur traurig reingeschaut und war ganz bleich. Es hatte ein Körbchen voll mit Papierblümchen. Aber niemand wollte die Blümchen kaufen. «Wie wär's», hat der Rab Abraxas gemeint, «wenn du dich um das Mädchen kümmern würdest? Schau mal, das arme Kind, das tut ihm ja ganz leid.» Die kleine Hexe hat gesagt, «Weisst du was, die Idee hatte ich im Fall auch schon gehabt.» Sie ist zu dem Mädchen her und hat gesagt, «Du, was ist? Kannst du deine Blumen nicht loswerden?» «Oh», hat das Mädchen gesagt, «wer kauft schon im Sommer Papierblumen? Das Mami wird sicher wieder traurig sein und brüllen, wenn ich heimkomme und zu Abend kein Geld mitbringen. Dann kann sie nicht einmal Brot kaufen. Ich habe noch 7 Geschwister und im letzten Winter ist mein Papi gestorben. Und jetzt machen wir halt auch solche Papierblumen und hoffen, wir können sie verkaufen. Aber es will sie gar niemand.» Die kleine Hex hat Mitleid mit dem Mädchen, als sie das gehört hat. Sie hat einen Augenblick überlegt, was sie machen könnte, wie sie helfen könnte. Und dann hat sie eine Idee gehabt. Sie hat gesagt, «Ich verstehe gar nicht, warum es die Leute diese Blumen nicht kaufen. Die schmecken ja so gut.» Das Mädchen hat ein bisschen komisch geschaut. Schmecken? Papierblumen, die schmecken doch nicht. «Mo, du mal dran schmecken, dann merkst du es auch. Die duften viel besser als richtige Blumen. Merkst du es nicht?» Und tatsächlich,
Die Papierblumen, die haben geschmeckt. Und zwar ist der Duft über den ganzen Markt. Und überall haben die Leute einfach so die Nase in die Luft strecken und so schnuppern und sagen, was schmeckt da so gut? Jemand hat gesagt, ich habe noch nie so etwas Feines geschmeckt. Wo kommt das her? Ich muss das unbedingt haben. Wieder jemand anderes hat erzählt, ich glaube, von dort hinten, am hintersten Ecke, dort ist ein Mädchen, das Papierblumen verkauft. Die schmecken so. Nein, die muss ich haben. Ja, ich auch. Und sofort hat sich bei diesem Mädchen eine lange Schlange von Leuten gebildet. Eigentlich alle, die auf dem Markt waren, haben plötzlich von diesen Blumen wollen. Sogar der billige Jakob. Der ist aber der zuhinterst in der Reihe gestanden, bis er es gemerkt hat. Und er hat vorgerufen zum Mädchen, du, kannst du mir das paar von diesen Blumen aufsparen, gell? Ich wette auch, ist gut. Aber die Leute, die in der Reihe gestanden sind, haben zurückgerufen, hey, billige Jakob, es gibt dir keine Extrawürste. Ist das klar? Du kannst hinten anstehen wie alle und wenn du Glück hast, bräuchte es dir auch noch ein paar Blumen und sonst hast du auch Pech gehabt. Aber was speziell war, die Blumen, die sind nicht ausgegangen. Das Mädchen konnte so viel verkaufen, wie sie wollte. Sie hat immer noch Papierblumen gehabt. Die Leute haben sich gewundert. Das Mädchen selber auch, weil sie dachte, in diesem Körbchen kann ich noch gar nicht so viele Blümchen Platz haben. Es hat sogar am Schluss für einen billigen Jakob gelangt. Jemand allerdings hätte können sagen, warum es das passiert ist. Aber der jemand, die kleine Hex, die war schon wieder fort zusammen mit dem Abraxas. Die waren schon wieder beim Kornfeld beim Besen. Die kleine Hex hat noch so ein bisschen vor sich hergeschmunzelt, als sie an das Blumenkind gedacht hat. Und der Rab hat sie mit dem Schnabel ein bisschen angestüpferlt an der Schulter und hat aufgezeigt mit dem Schnabel. Schau mal dort oben. Eine schwarze Wolke. Kannst du dir vorstellen, was das ist oder wer? Das ist sicher die Wetterhex Rumpumpel. Mensch, hat die kleine Hex gesagt und hat auch angeschaut und hat gerade noch einen Besen still gesehen, rausschauen aus dieser schwarzen Wolke. Hast du gesehen? Habe recht gehabt, gell? Das ist die Hex Rumpumpel. Das alte Scheissal hat er nachher spioniert. Die bringt auch alles fertig, hat die kleine Hex brummelt. Das ist auch egal jetzt. Weisst, du hast ja nichts zu verstecken vor der. Und das, was du gemacht hast, am allerwenigsten. Eine saftige Lehre. Ein paar Tage lang hat es ununterbrochen geregnet. Der kleinen Hex ist nichts übrig geblieben, als daheim zu bleiben, brav in der Stube zu hocken und ein bisschen vor sich her zu gähnen und auf besseres Wetter zu warten. Zum Zeitvertrieb hat sie ein bisschen im Zeug herumgehext. Das Drillhölzli hat sie mit dem Scheuerhaken auf der Herdplatte walzen tanzen. Schäufeli und das Bäseli hat sie Heubürzli machen. Aber es war ihr gleich mal ein bisschen langweilig und hat nicht mehr Spass gemacht. Als das endlich wieder schöner war, wo die Sonne wieder kam, hat sie natürlich nichts mehr zurückgehalten. Sie hat nicht mehr länger im Hexenhaus bleiben. Auf, hat sie gesagt, nichts wie raus, zum Chemiehaus. Ich muss nachschauen, ob es irgendwo etwas zu hexen gibt. Ja, denk dran, gell? Vor allem etwas Gutes. Zusammen sind der Abraxas und die Hex über Wald und Wiese geschwebt mit dem Besen. Sie haben unten gesehen, dass überall Wasserglunken hatten. Die Feldwege waren ganz verschlammt und die Bauernleute, die sind bis zu den Knien im Dreckwasser herumgewatet. Und auch die Landstrasse war ganz aufgeweicht vom Regen. Jetzt ist gerade ein Fuhrwerk dahergekommen mit 2 Rossen, die einen schweren Wagen gezogen haben mit Bierfässern drauf.
Aber die sind kaum vorwärts gekommen, weil die Strasse war so in einem schlechten Zustand gewesen, dass sie immer eingesunken sind. Und vor allem die Räder vom Wagen. Und die Rosse können ziehen und ziehen. Sie haben richtig geschaumt vor dem Maul. Aber sie sind fast nicht vorwärts gekommen. Und der Bierkutscher, der ist ganz hässig geworden. Ungeduldig, weil er hat schon lange im Städtli sein und das Bier loswerden. Und er ist auf seinem Bock oben gehockt, hat Peitschen geschwungen und hat gerufen, «Hü, wenn du nicht endlich abziehst, der Biester!» Und er hat ihn mit den Peitschen auf den Rücken geschlagen. Immer wieder und wieder. «Das ist ja wahnsinnig, da kann man ja nicht zuschauen, der Grabian. Schau mal, wie der auf die Rosse schlägt. Das kann man nicht sehen.» Der Rösti, hat die kleine Hex gesagt, der wird sich das schon noch abgewöhnen, musst schauen. Sie haben das Fuhrwerk verfolgt bis ins nächste Dorf, bis zu einer Wirtschaft. Dort ist der Bierkutscher abgestiegen und hat seine Fässer abgeladen. Er hat sie über den Hof gerollt und in den Keller von dieser Wirtschaft. Nachher ist er in die Beiz hineingegangen, um etwas zu essen und zu trinken. Die armen Rosse mussten draussen bleiben. Sie waren angeschirrt und haben nichts bekommen, nicht einmal ein bisschen Hafer oder wenigstens ein bisschen Heu oder ein bisschen Wasser. Die kleine Hex hat sich hinter einem Schopf versteckt und hat gewartet, bis der Kutscher in der Gaststube war. Und dann ist sie schnell vorgehuscht zu diesen 2 Rossen und hat mit ihnen reden. «Ist der immer so gemein zu euch?» «Immer», haben die Rosse gesagt. «Aber müsstest du mal sehen, wie er ist, wenn er besoffen ist. Der ist noch viel schlimmer. Der ist ja noch viel wütiger. Dann schlägt er uns sogar mit dem Stiel von der Peitsche. Und das tut noch viel mehr weh. Schau mal, die Striemen, die wir haben auf der Haut. Der weiss, was wir meinen. Der muss eine Strafe haben, hat die kleine Hex gesagt. Das ist ja eine Schande, wie der euch behandelt und zurichtet. Wenn ihr mir helfen, wenn ich es dem heimzahle. Okay, gut. Was verlangst du von uns? Dass ihr, wenn er zurückkommt und abfahren will, euch nicht von der Stelle bewegt. Kein Millimeter. Einfach bleiben stehen. Oh, da verlangst du aber viel von uns. Du wirst sehen, der prügelt uns grün und blau, wenn wir nicht vorwärts machen. Ich verspreche euch, dass der euch nichts macht. Die kleine Hex ist zum Wagen her und hat die Peitsche genommen. Und dann hat sie ins untere Ende der Peitschenschnur einen Knopf drin gemacht. Das war alles. Und dann hat sie die Peitsche wieder hergelegt und ist seelenruhig hinter einem Schopf warten, bis der Bauer aus dem Wirtshaus rauskommt. Und es ist gar nicht so lange gegangen, da ist er gekommen. Und er war mega vergnügt. Er hat so ein bisschen vor sich her gepfiffen und ist auf den Kutschbock gestiegen und hat die Zügel in die Hand genommen und in die andere Peitsche. Da hat er so ein bisschen in die Luft geknallt und gerufen, «Hü, hü, hü, gönnt!» Aber die Rosse, die haben, wie sie der Hex versprochen hat, keinen Wank gemacht. Sie haben sich nicht von der Stelle bewegt. Kein Millimeter. «Wartet nur, der Faulenböck, ich helfe!» Und er hat mit der Peitsche angefangen reinschlagen. Aber der Peitschenhieb, der ist völlig daneben. Die Peitschenschnur ist an dem Rücken der Rosse vorbei und gerade direkt an die Tore vom Kutscher. «Au, verdammt!» hat er gesagt. Und hat wieder ausgeholt mit der Peitsche und hat noch einmal zugeschlagen. Aber das Mal ist es ihm nicht besser gegangen. Als anderen Ohr hat es ihm getatscht und zwar ganz fest. «Au!» Und jetzt ist er verrückt und ist aufgesprungen. Wie ein rasender hat er die
Peitsche geschwungen und hat auf die Ross einschlagen. Aber jedes Mal haben seine Schläge nur ihn selber getroffen. Am Hals, am Gesicht, an den Fingern, an den Armen, am Leib und sogar am Popo. Donna Victoria, hat er brüllt. Das geht doch nicht. Er hat die Peitsche genommen und hat mit dem Stiel zuschlagen. Das hat er aber nur einmal gemacht. Weil der Peitschenstiel, der hat nicht die Ross getroffen, sondern ihn, und zwar direkt auf die Nase, und das Blut ist nur so aus den Nasenlöchern rausgelaufen. Der Bierkutscher hat geschrien. «Ah!» Die Peitsche ist aus den Händen gefallen und es ist ihm ganz schwarz vor Augen geworden. Er hat sich gerade am Kutschbock haben, schon wäre er noch runtergefallen. Als er nach einem Zeitchen wieder so ein bisschen zu sich gekommen ist neben dem Fuhrwerk die kleine Hexe gestanden. Und die hat ihm gedroht. «Ich sage dir etwas, wenn du die Peitsche noch einmal nimmst, dann geht's dir gerade wieder genau gleich. Schreib dir das hinter deine Ohren. Und jetzt kannst du von mir aus abfahren. Hü!» Und sobald die kleine Hexe «Hü!» gesagt hat, sind die Ross ganz gemütlich davonlaufen. Sie haben nach hinten geschaut. «Dankeschön, Dankeschön», haben sie gerufen. Der Bierkutscher aber ist wie ein Häufchen Elend auf seinem Bock oben gehockt. Und er hat geschworen, bei seiner geschwollenen, blutenden Nase, «Ich werde mein Leben lang keine Peitsche mehr anlängen.»